Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit düt und dat. Dat wart mal wieder Tiet. Gaut dat jü vorbeikiekt. Hast du dat mitkriegen? Winnetou schall rassistisch wählen. Eis hebt sie sich die Indianers komplett verknüpft. Scheinbar auch überhaupt nicht mehr singen. Also die Indianer als indigene Minderheit nicht zu diskriminieren. Vor allen Dingen schütt die Kindes so nicht mehr zur Fasching rumloben. Und nun noch Winnetou direkt. Und die Indianer selbst, die sind überhaupt nicht gefragt worden. Die haben noch nicht mal was dagegen hat. Sie fragt sich nu, was hier bei uns überhaupt los ist. Ich frag mich, was dat für ein Lü und für ein Bewegungen sind, die ob düsse Ort und Wies Gerechtigkeit vorantrieben will. Und wenn die sagt, mit Winnetou loben ist, dann wollte sich die Piraten und die Hexen verknüpfen. Die fühlt sich nämlich auch diskriminiert. Vor allen Dingen schuld die Kinder zur Fasching auch nicht mehr so rumloben. Das nächste Thema. Uns allerbest Freund, uns Wladimir Putin, hat sich mit seinem Überfall ob die Ukraine so tämlich fastbetten. Das läuft nu all über ein halbes Jahr, aber so recht kommt er nicht voran. Die Stimmung an die Front, die schien auch nicht die allerbeste zu werden. Und nu ward all Soldaten und die Strafanstalten in Sibirien rekrutiert, die können sich mit einem Frontinsatz die verbliebene Haftstrafe wegscheiden. Und die internationale Atomobsichtskommission, die ward as so ein Bullen an Näsenring, der dat von Russland besetzte größte Atomkraftwerk tagen, bloß schon wies zu machen, dat Russland überhaupt kein Schuld hat. Putins größte Erfolg, dat sind die ungeklärten Todesfälle wie ehemalige Geschäftslü, also hochrangige und ehemalige Oligarchen von Russland. Deswegen ist allwetter einer umgekommen. Der Chef von Lukoil, der ist im Fenster stürkt. Er hat sich von ein paar Wochen über den Ukraine-Krieg moniert und nu schall er sich umbrücht haben. So als mittlerweile 20 andere hochrangige Geschäftslü, Oligarchen und Vasallen von uns Wladimir. Das musste es jemals glied. Du warst Oligarch oder Chef von so einem Staatsunternehmen, Putin schrift sich das ab. Irgendwann gibt das Arge, weil du der Meinung bist, das läuft nicht eins recht. Denn macht Putin werde seinen Bauch haben und strickt den Namen durch. Und das ist das Problem. Das endet jemals mit Selbstmord. Apropos Selbstmord, die weltweite Krisendramatik lässt sich um den Punkt bröcht auch gaut mit Selbstmord beschrieben. Kickt ja doch das Klima an. Corona ist auch noch nicht vorbei. Krieg und Unrau ob der ganzen Welt, Energiekrisen, hohe Inflation, alles wat knapp, zumindest aber viel Düre. Ich denk grad an dat Leid. Wer schall dat bezahlen? Wer hat so viel Geld? Ja, Schlagermusik, dat passt gaut ton Untergang. Als die Titanic untergegangen ist, da hätte die Kapelle auch gespielt. Dat 9-Euro-Ticket, dat gibt nicht mehr. Die Tankrabatt, dat ist vorbei. Aber die galoppierende Energiepreis und die Inflation, die sind bleiben. Aber nun mal unter uns. Was schall ein Regieren durch auch als noch gegen machen? Das brennt je an allen Ecken und Kanten. Du kannst doch bloß mal durchhin und durchhin sprütten. Ganz wichtig ist, die Übersicht beholen und die Rau nicht verleisen. Und so kommt sie mir im Moment für. Also nicht bloß bei uns, aber der ganzen Welt. Gewiss, sagt sie, das ist allen schlimm, aber so schlimm ist auch wieder noch nicht. Das tat mich so leid, dass ich heute keine andere Nachrichten habe. Für Obloggen ist Helmut heute mal tauständig.
Hoffe ich doch. Helmut, wo bist du denn? Moin, hier ist wieder Helmut. Weil Gott genug all werde stark auf Weihnachten tau, dat heit wir brucht doch bald alle wieder einen Dannenbaum. Dannenbäum wart aber auch düre, hab ich dort schon in der Zeitung les. Ich mein, wenn alles düre wart und Dannenbäum nicht, dat war ja unlogisch. Und da hab ich mir nun mal Gedanken gemacht, wie wir dort ja bei den Dannenbaum kopen noch ein Betten wat einsparen können. Also wenn man rechtzeitig losgeht, und noch ist das rechtzeitig, den krieg wir noch Restposten oder Erbemengen von letztes Jahr. Die sind nämlich auch allfäll billige. Grode Dannenbäume sind in Verhältnis hier viel billiger als Lütte. Bei uns kosten ne 2 Meter Nordmandanen so bummelig 50 Euro. Ne 6 Meter Nordmandanen, die kostet aber bloß noch 75 Euro. Wenn sich nur 3 Lü, die allen 2 Meter Baum möchten, zusammendaut und köpt zusammen einen 6 Meter Baum, die habt ihr in Schnitt ja jede bloß 25 Euro bezahlt. Und ein 6 Meter Baum, da kannst du ja zack, zack, schnell 3 2 Meter Bäume machen. Viele Dannenbäume statt jog an der Wand oder in den Ecken, da kann man sich auch zusammendauen. Wenn man dann Stamm nämlich mittig absagt, dann hast du 2 für die Wand. Und wenn du das nochmal absagst, dann hast du 4 für die Ecken. Richtig billig, wat die Dannenbäume dort ja aber zwischen die 4 Dach. Den möcht ich tauschladen. Viele Händler gäften aber keinen Rabatt, da hat denn das Motto, betal einen und nimm 2. Aber da kann man sich wieder zusammendauen. Letztes Jahr, da wollte ich mich von einer Wägens mal so schön mitnehmen. Haben sie richtig schön gefunden und sag noch, tau dann für Köbe, kannst mir dann noch Platzspuren verpacken. Ich geb bloß mein Lüt Auto mit. Ja, sagte ihn Netz oder in eine Plastiktüte. Ich sag, wo sind die an Lützen? Ja, sagte in eine Plastiktüte ist die an Lützen. Ich sag, den geb mir dann in eine Plastiktüte. Hei, nimm das schöne Ding, verschwind, achte der Eck, das rattert fürchterlich und man kommt mit so einem prall gefüllte Plastiktüte wette. Ich sag, das ist nicht verfordern. Hast du dann schreddet? Platzsporn verpackt. Hat er gesagt, hier hast du noch eine Buddel Lehm, wird Weihnachten sind ja noch ein paar Wecken. Das ist uns Dannenbaumpuzzle. Besten Dank, Helmut, für die Tipps. Kenen hab ich dort wir nu all an Weihnachten dacht. Wer kommt nu zu uns letztes Thema? Sport. Natürlich, Football, Bundesliga, mein Leben, FC Bayern München und, und die HSV. Die haben im Moment viele Gemeinsamkeiten. Beide sind ziemlich weit vorn mit dabei. HSV auf Platz 2 von der 2. Liga, Bayern auf Platz 3 von der 1. Liga. Beide bloß einen Punkt bei Platz 1. Tabellenführer in der 1. Liga ist die FC Fribourg. Das ist auch ein olligen Verein, durch mich. Aber töft das manchmal ab. Das wird sich noch ändern. Also, wie FC Bayern. Wie ein HSV natürlich auch. Weil wir nu auch wer der Anschluss ankommen, das wollen wir der Plattkanal mit dit und dat. Ich bedanke mich, dass ihr reinkeken habt, blieb gesund. Ich bin Jürgen Müller, ich melde mich wieder.